Bonjour avec vous, welcome, dat was. Je niet mat dat de Papst an der Person von Jean-Claude Hollerich den neuen Erzbischof für Lützeburg ernannt hat. Ein Applaus hat schon bewiesen, dass der willkommen ist und dass man mit großem, offenen Herz aufbaut. Der Bischofsweih ist den 16. Oktober sonntags mit um 3 Jahre. Und sie erzählt, dass ich alle dabei und da bringt nach anderer Matt. In dem Moment, und als hin, den 8. Bischof, den 3. Erzbischof von Lützeburg. Den an die Wittenleuten angetreten, weil er begeistert war von dem Charisma, dem Heiligen Ignatius, von der Grimmer Generation, noch ganz besonders von dem Franz Xaver und überhaupt von der Spiritualität von den Jesuiten. Den Umwelt über Japan, das war nicht einfach ein Detour. Das war für den Jean-Claude Hollerich eine Vokation. Er wollte Missionär gehen, auf die Spuren von Franz Xaver. A Japan. Und hat sich da etwas kraftstellen müssen. Weil dann so lange kann er nicht gehen, ohne dass er sich kenne ich mich mit der Sprache vom Land, dann kenne ich mich mit der Kultur vom Land. Wir können sagen, merci, dass die Post den Jean-Claude Hollerich geschenkt hat. Wir stiften dich gerne merci so. Merci dem Papst für das Vertrauen, das den Amt schürt, dass ich ein guter Nachfolger von Monseigneur Frank. Und ich werde mich dafür bemühen, ich werde mich dafür anstrengen. Du hast auch viel Scheißseiten von mir gesagt. Ja, die Gesichter vom selben. Ganz geschwind. Aber was ganz wichtig ist, dass ich für dich eine Zeit habe, für nur zu leisten. Nicht für zu schwätzen. Für nur zu leisten, all diese Frauen und Männer, die in der Kirche von Lützeburg sind. Dass ich nur leiste, all diese Frauen und Männer, die für die Kirche arbeiten. Dass ich nur leiste, all die Versteher. Und dass ich auch, ich gebe so all Sorgen, mit drohen am Gebiet, und so durch die Kommunikation könnt dann ja etwas Neues zu den Herren der Kirche zu Lützeburg feiern. Was für mich immer ein ganz großes Genot war, das war mit vielen Jonkeleuten zusammen zu sein. Ich hatte auf der Uni Jorolo als Vizepräsident, am Conseil d'Administration und so weiter, viel Verwaltungsaufgaben. Wir waren in Alkeers am Klassenzimmer, all Jahr ist neun Jonkeleute für uns geschrieben. Dann muss ich sich Alkeers neu aufpassen. Muss ich sich Alkeers ändern. Für das positiv an den Jonkeleuten zu sehen, sonst ist keine Erziehung menschlich. Ich probiere nur das Selbstständigkeit zu Lützeburg zu machen. Das viel Gutzige, was es hier gibt, an einem Dialog mit allen Kräften zu Lützeburg zu sehen. Am Dialog auch mit den Christen, die keine Katholiken sind. Am Dialog mit den anderen Religionen, mit unserer älteren Schwester der Synagoge, am Dialog mit dem Islam. Ich war just nach diesem Monat in Indonesien. Eine wunderbare Rencontre mit Muslimen, die eine ganz offene Gelaufen noch haben. Und noch ein Dialog für die Leute, die dazu stiefeln, dass Atheisten sind. Von äußersten Dialog, gern, direkt. Aber Dialog ist keine Politik. Dialog heißt nur leichtere Schwätzen, Delen, nicht für dich pushen für Sachen. Und an dem Sinn will ich mit Schiedvereinigkeit zu Lützeburg den Dialog feiern. Das ist nicht der Bischof, den die Kirche erneuert. Das ist der Herrgott, das ist Menschen, der das kann. Und es ist überzeugt, dass wir alle zusammen, als Christen zu Lützeburg,
können Témoignage aufgeben von dem, was wir als Sklaven erleben, für die Friede, die wir erleben. Und dass da wirklich, ja, Proklamation vom Evangelium auf die Manier ist. Nicht eine Ideologie, die er abdrängen will, nicht eine Kirche, die es will, Positionen zurückerobern. Nein, darum geht es schon nicht. Mehr einfach, dass wir den Glauben von Jesus Christus teilen, matt teilen. Dass wir das Glück, was wir selber können erfahren, nicht just für Eis behalten, aber matt teilen, mit allen, und noch besonders zuletzt mit der Junker-Generation, die nur aufweist. Und für diese Aufgabe freue ich mich und ich spiele noch dafür eine Unterstützung. Das ist alles. Merci.